nicht 19. Herzlich willkommen am Sunday Cup 2018. Nicht 19. Gut. Viel Vergnügen. Einfach viel Vergnügen, gell? Gut. Okay. Herzlich willkommen am Sunday Cup 2018. Viel Vergnügen. Herzlich willkommen am Sunday Cup 2018. Viel Vergnügen. Tempo machen. Oh, ich muss die Kamera nicht anmachen. Herzliche Gratulation zu dem... Ja, gut. Herzliche Gratulation zu dem Sieg heute am diesjährigen Grand Prix vom Summer Masters. Sunday Cup sind wir ja. Oh Gott. Gott, ich bin nur 2 gewählt. Gott, also. Nochmal. Herzliche Gratulation zu dem Sieg heute am diesjährigen Grand Prix. Entschuldigung. Herzliche Gratulation zu dem Sieg heute am diesjährigen Grand Prix vom... Okay. Herzliche Gratulation zu dem Sieg am diesjährigen Grand Prix vom Sunday Cup. Hättest du morgen damit gerechnet, dass du heute als Sieger davon kommst? Nein, ganz ehrlich gesagt nicht. Ich war nur mit Tom Ross am Start heute. Und die Woche vor mir hat im Normalparcours hatte ich sehr viel Glück gehabt. Und im Stechen habe ich probiert, um ein bisschen Tempo zu machen, aber nicht das letzte Risiko nehmen. Und es ist jetzt heute aufgegangen, weil es viele Fehler gegeben hat im Stechen. Das ist super. Sehr gut, da kann man in der Bahn noch mal drauf anstoßen, oder? Auf jeden Fall. Ist das gut? Hättest du jetzt noch am Ende Danke gesagt, wäre es genial gewesen. Also, wieder nicht cool mit so vielen Zuschauern. Nicht. Ist gut. Danke vielmals. Ist gut. Herzliche Gratulation zum diesjährigen Sieg vom Grand Prix hier am Sunday Cup. Hättest du morgen damit gerechnet, dass du als Sieger vom Platz gehst? Nein, absolut nicht. Ich war noch mit Tom Ross am Start heute und hatte sehr viel Glück im Normalparcours. Jetzt ist es aufgegangen. Eine super Stechrunde verwünscht. Nicht mit dem letzten Risiko, aber es hat sich gelohnt heute Abend. Sehr gut, dann kann man in der Bar drauf anstoßen. Danke vielmals. Ja, danke vielmals. Ja. Wird schon etwas geben. Wird schon was geben. Muss! Herzliche Gratulation zum diesjährigen Sieg vom Grand Prix hier am Sunday Cup. Hättest du morgen damit gerechnet, Platz geht direkt neben der Abritthalle. Das mal alles gibt. Das kann ich ganz vergessen. Ohne entsprechende Moderation kann ich das nicht. Die jetzt nicht machen. Das haben wir vergessen. Ja, schon sehr offene Frage. Kannst du ausholen? Eben. Präsident des Sunday Cups, Thomas Zweifel. Sagst du, wenn es gut ist? Ja, das ist verdammt nahe. Sagst du, wenn es gut ist? Wir stehen hier mit dem OK-Präsident des Sunday Cups, Thomas Zweifel. Thomas, was macht denn der Sunday Cup aus? Der Sunday Cup ist ein Fuck! Aha. nationales Springturnier über 3 Tage. Wir haben hier Prüfungen von BA95 bis. Sagst du, wenn es gut ist? Ja, das ist verdammt nahe. Ja, wissen wir es nicht. Du schaust wieder nicht zu mir. Lachst du noch nicht? Oh Mann.
das Ganze auf die Beine. Adobe Premiere Pro CC Version 12. Neueste Patchstand. Wir stehen da gerade mit dem OK-Präsidenten vom Sunday Cup, Thomas Zweifel. Thomas, was macht denn der Sunday Cup aus? Wir werden mit dem Sunday Cup ein Hallenturnier bieten über 3 Tage, wo der Ritter einen letzten sportlichen Challenge abverlangt zum Jahresabschluss. Wir haben eine sehr breite Ausschreibung. Wir decken die Levels ab von BA95 bis 1,40 Meter. Und wir wollen das Turnier für Ritter machen auf einer Top-Infrastruktur. Und was braucht es alles, um das Ganze auf die Beine zu stellen? Allem voran braucht es natürlich ein sehr gutes Team, bestehend aus einem engagierten OK, wie auch sehr viele über 100 Helfer, die vom Morgen früh bis am Abend Sport im Einsatz sind. Das OK besteht aus Simon Bernig, der die Gastronomie managt, dann der Urs Buri, der für Infrastruktur und Parkour zuständig ist, und der Ursi Buchli, der das Sekretariat leitet, nebst mir als OK-Präsident natürlich. Ich hätte so hardcore als ich gebraucht. Ich würde an dieser Stelle allen Partnern, Sponsoren und Helfer. Verdammt, da ist es besser, wenn man besser positioniert, oder? Ja, fuck, der hat das Lied auch nicht gehabt. Ah, shit. Mal schauen, ob wir es zusammenschneiden. Okay, verputzen. Warte. Da verputzen. Da verputzen. Ich darf cutten. Cut! Ja, so. Nationales Springturnier. Das Sunday Cup ist ein nationales Springturnier über 3 Tage. Wir werden einen Saisonabschluss bieten. Hey Gott. Tatkräftige Helfer, Sponsoren und natürlich eine gute Infrastruktur. Wie häufig bei so einem Der holt er, glaube ich, ganz weit aus. Wie häufig bei so einem Unterfangen braucht es ein gutes Team, bestehend aus einem OK und tatkräftigen Helfer, Sponsoren und natürlich eine gute Infrastruktur. Wir haben im OK Simon Bernig, der für die Gastronomie zuständig ist, der Urs Buri für die Infrastruktur und den Parkour und Ursi Buchli für das Sekretariat. Das könnte man sogar brauchen. Bei so einem Unterfangen Und was braucht es alles, um das Ganze auf die Beine zu stellen? Wie häufig bei so einem Unterfangen braucht es ein gutes Team, bestehend aus einem OK und tatkräftigen Helfer, Sponsoren und natürlich eine gute Infrastruktur. Wir haben im OK Simon Bernig, der für die Gastronomie zuständig ist, der Urs Buri für die Infrastruktur und den Parkour und Ursi Buchli für das Sekretariat. Ich habe das Gefühl, den wird man benutzen. Mit überdachtem Arbeitsplatz und einer guten. Egal. Thomas, was macht denn der Sunday Cup aus? Die Grundidee vom Sunday Cup ist, der Ritter zum Saisonabschluss nochmal eine sportliche Herausforderung zu bieten. Wir haben eine breite Ausschreibung von BA95 bis 1,40 Meter, wo wir am Anfänger wie auch am Profi-Ritter viele Prüfungen geben auf eine gute Infrastruktur, um sich da, wie gesagt, zum Jahresabschluss nochmal zu messen. Und was braucht es alles, um das Event auf die Beine zu stellen? Du hast nirgends etwas gesagt. Wie gesagt, das macht es kaputt. Wir haben ein gutes Team mit einem OK, der engagiert ist. Wir haben Simon Bernig, der für die Gastronomie zuständig ist, der Urs Buri für die Infrastruktur und den Parkour und der Ursi Buchli für das Sekretariat. Zack. Und dann haben wir natürlich rund 100 Helfer im Einsatz, die vom Morgen früh bis am Abend Sport bei Wind und Wetter den Betrieb am Laufen behalten. Danke. Und natürlich Sponsoren, die das Ganze mit grosszügigen Beiträgen erstmal möglich machen. Und last but not least natürlich auch die Infrastruktur, die muss stimmen mit überdachtem Arbeitsplatz, einer guten Halle, guten Böden und genug Parkplatzkapazität. Okay.
Gut. Das dürfen wir dann noch massiv kürzen. Partner wie am Rittverein Oberried. Da ist spannend. Ich danke an dieser Stelle allen Helfern, Partnern und Sponsoren für die Unterstützung und wir freuen uns bereits. Jetzt auf nächstes Jahr. Ich danke an dieser Stelle ganz herzlich allen Helfern, Partnern und Sponsoren für die Unterstützung und wir freuen uns bereits jetzt auf den Sunday Cup 2019. Ganz herzlich allen Helfern. Wenn es kein besser gibt, nehmen wir den. Ich danke an dieser Stelle ganz herzlich allen Helfern, Partnern und Sponsoren für die Unterstützung und wir freuen uns bereits jetzt auf den Sunday Cup 2019. Ja, ich mich auch. Ich danke an dieser Stelle allen Oh, das Mikrofon. Helfern. Sorry. Ja, weil er geredet hat. Das kriegst du nicht, das kriegst du wirklich nicht. Gut. Insbesondere der. Ich danke an dieser Stelle allen Helfern, Sponsoren. Hallo! Ja, das Studio ist auch nicht da. Ich mache ja auch keinen Livestream, ich mache ja Editor. Ich danke an dieser Stelle allen Helfern, Sponsoren. Okay, da lachst du ein bisschen sehr heftig. Ich danke an dieser Stelle Lass schon. Sponsoren. Ich danke. Ah man, er ist so einer, er will den Take 100 Mal hintereinander nochmal machen. Irgendwann hat er sein Text perfekt, aber es hat keine Emotionen mehr in der Stimme. Ah! Ich danke an dieser Stelle allen Helfern, Partnern, Sponsoren. Nein, das ist auslassen. Ich danke an dieser Stelle allen Helfern. Das ist ein kaputter Take, oder? Ich danke an dieser Stelle allen Helfern, Sponsoren und Partnern, wie im Speziellen am Rittverein Oberried und der Hallengenossenschaft Birkenau für die super Infrastruktur. Wo schauen deine Augen an, Chef? Speziellen am Rittverein Oberried und der Hallengenossenschaft Birkenau für die super Infrastruktur. Das wäre sicher noch besser, oder? Bei allen Helfern und Beteiligten und wir freuen uns bereits jetzt auf 2019. An dieser Stelle, Jetzt, an dieser Stelle ist viel besser. an dieser Stelle bedanke ich mich herzlich bei allen Helfern und Beteiligten und wir freuen uns bereits jetzt auf 2019. Was? Freuen wir uns aufs Jahr oder freuen wir uns aufs Event? Ich danke an dieser Stelle ganz herzlich allen Helfern, Partnern und Sponsoren für die Unterstützung und wir freuen uns bereits jetzt auf den Sunday Cup 2019. Perfekt, aber den haben wir glaube ich schon drin. Nein, den haben wir nicht drin. Ja, der ist es. Und wir freuen uns bereits jetzt. Ja, also das 19 wird toll. Also schlechter als 18 kann es nicht werden. Ich danke an dieser Stelle allen Helfern, Partnern und Sponsoren für die Unterstützung und wir freuen uns bereits jetzt auf den Sunday Cup 2019. Hey, der ist schon nicht schlecht gewesen. Seine Augen? Auch einigermaßen. Sehr gut. Ich merke gerade, das ist noch gefährlich, wenn ihr seht, wo ich anschaue. Dann kann ich nicht irgendwie meine Blicke schweifen lassen. Um das Ganze auf die Beine stellen. Der Wurst Jetzt hat er natürlich noch einen ganzen Take machen. He? Okay, der letzte Take. Sie hat auch schon richtig Freude daran, das nochmal zu machen. Das ist wieder da, wo er vorher gerutscht ist, wo man jetzt plötzlich das ganze Schattenzeug im Gesicht hat. Das ist nicht gut. Um das Ganze auf die Beine stellen. Der Wurst Wir schauen es gleich mal. Wir stehen da gerade mit dem OK-Präsidenten vom Sunday Cup, Thomas Zweifel. Thomas, was macht denn der Sunday Cup aus? Wir werden mit dem Sunday Cup ein Hallenturnier bieten über 3 Tage, wo der Ritter eine letzte sportliche Challenge abverlangt zum Jahresabschluss. Wir haben eine sehr breite Ausschreibung. Wir decken die Levels ab von 95 bis 1,40 Meter. Nein, heute tatsächlich noch nicht. Und wir wollen das Turnier für Ritter machen auf einer Top-Infrastruktur. Und was braucht es alles, um das Ganze auf die Beine zu stellen? Allem voran braucht es natürlich ein Jetzt habe ich zugelassen, verdammt. Hallenturnier bieten über 3 Tage, wo der Ritter eine letzte sportliche Challenge abverlangt zum Jahresabschluss. Wir haben eine sehr breite Ausschreibung. Wir decken die Levels ab von 95 bis 1,40 Meter.
Und wir wollen das Turnier Vorreiter machen auf einer Top-Infrastruktur. Und was braucht es alles, um das Ganze auf die Beine zu stellen? Allem voran braucht es natürlich ein sehr gutes Team, bestehend aus einem engagierten OK, wie auch sehr viele, über 100 Helfer, die vom Morgen früh bis am Abend Sport im Einsatz sind. Das OK besteht aus Simon Bernig, der die Gastronomie managt, dann der Urs Buri, der für Infrastruktur und Parkour zuständig ist, und der Ursi Buchli, der das Sekretariat leitet, nebst mir als OK-Präsident natürlich. Ich würde an dieser Stelle allen Partnern, Sponsoren und Helfer. Danke. Ich würde mich an dieser Stelle. Nein, das darf ich nicht machen, weil der Typ der ist ein sehr hohes Team. Von Sandiköp ist der Rito und Lars. Ich muss ganz ehrlich sagen, das sieht einfach so viel besser aus. Ja, da habe ich völlig verkackt. Simon Bernig. Man nennt den da. Mit der also egal. Thomas, was macht denn der Sunday Cup aus? Die Grundidee von Sandiköp ist, der Rito zum Saisonabschluss nochmal eine sportliche Herausforderung zu bieten. Wieso? Wir haben eine breite Ausschreibung von Was haben wir? 95 bis 1,40 Meter, wo wir am Anfänger wie auch am Profireiter viele Prüfungen geben auf eine gute Infrastruktur, um sich da, wie gesagt, zum Jahresabschluss nochmal zu messen. Okay. Und was braucht es alles, um das Event auf die Beine zu stellen? Gute Frage. Es braucht natürlich ein gutes Team mit einem OK, der engagiert ist. Wir haben Simon Bernig, der für die Gastronomie zuständig ist, der Urs Buri für die Infrastruktur und den Parkour und der Ursi Buchli für das Sekretariat. Ich meine, schön, dass es aufzählt, Und dann haben aber wir man natürlich keine Zeit. rund 100 Helfer im Einsatz, die vom Morgen früh bis am Abend Sport bei Wind und Wetter Engagiertes OK, viele Helfer, Wind und Wetter. hier den Betrieb am Laufen behalten. Und natürlich Sponsoren, die das Ganze mit grosszügigen Beiträgen erstmal möglich machen. Punkt. Und last but not least natürlich auch die Infrastruktur, die muss stimmen mit überdachtem Arbeitsplatz, einer guten Halle, guten Böden und genug Parkplatzkapazität. Nein, das letzte muss ich wegnehmen. Und dann kann ich das reinbringen in das da. Bereits jetzt auf das andere. Ich habe zwar noch keine Ahnung wie. Ich danke an dieser Stelle allen Helfern, Partnern und Sponsoren für die Unterstützung und wir freuen uns bereits jetzt auf das andere 2019. Ja. Okay. Easy. Hey Jonas! Nächsten Samstag ist Typ Munich. Viel Vergnügen. Ja. Vom Sunday Cup. Herzlich Es ist so ein schlimmes Licht. Ich müsst mal das Licht anschauen. Da stimmt es mit dem Weißabgleich. Gegen da hinten wird es grün und gegen da hinten wird es violett. Das heisst, um das zu graden, muss ich vermutlich mit Masken arbeiten. Das freut mich unglaublich. Ich muss es mal schnell demonstrieren. Also wenn ich ihre Hauttöne anbekomme, da wäre, wir aus dem Grün raus. Jetzt passt es so voll Bier im Gesicht, oder? Das Gesicht ist jetzt einigermaßen natürlich, vielleicht immer noch ein bisschen zu grün. Aber die haben einfach violetten Boden. Einfach die Lichter, ich weiß nicht, was das ist. Irgendwie, das sind andere Lichter als das da und das sind nochmal andere Lichter und die Sachen sind mega schöne. Und jetzt da ist natürlich so, dass es wirklich wieder zu. Ja. Eine Herausforderung, das richtig anzubekommen. Einfach mal so für den Moment. Herzliche Gratulation zum diesjährigen Sieg vom Grand Prix hier am Sunday Cup. Hey, what the fuck, was ist jetzt los? Stark gewesen heute. Und das Okay. Ich gehe zurück zu Eating. Herzliche Gratulation zum diesjährigen Sieg vom Grand Prix hier am Sunday Cup. Hättest du heute Morgen damit gerechnet, dass du als Sieger vom Platz gehst?
Wieso Nein, läuft das jetzt absolut irgendwie doppelte nicht. Geschwindigkeit? Ich bin noch das mit Bild? Tom Ross. Gutes Team, bestehend aus einem OK und tatkräftigen Helfer. Ei. Habe ich gerade Premiere kaputt gemacht? Das sieht gerade so aus. Übrigens, man kann den Tobi auch ausschalten, wenn es so nervt. Simon Bernegger, der für die Gastronomie zuständig ist, der Urs Buri für die Infrastruktur. Hey, jetzt stimmt's immer noch nicht. Ey, was ist los? Herzliche Gratulation zum diesjährigen Sieg vom Grand Prix hier am Sunday Cup. Da Hättest du immer- stimmt's. Team bestehend aus einem OK, Jetzt stimmt's. 95 bis 1,40 m, wo Okay, sehr gut. Ach, der Nano und sein Tobi, ey. Unglaublich. ich danke Danke an dieser Stelle recht herzlich allen Helfern und Beteiligten. Das ist schön. Darum befindet sich die Wir vom Sunday Cup legen Wert darauf, dass es möglichst komfortabel ist für Ritter und Ross bei uns. Darum befindet sich der Abritplatz gerade direkt neben der Abrithalle. Abrithalle! Ja, Wir voll. vom Sunday Cup legen Wert darauf, dass es für Ritter und Ross möglichst komfortabel ist bei uns. Wir vom Sunday Cup legen Wert darauf, dass es für die Ross und Ritter bei uns möglichst komfortabel ist. Darum ist der Abritplatz gerade direkt neben der Halle. Es sind somit kurze Wege. Außerdem haben wir eine aktuelle Rangliste, die die Ritter immer anschauen können und einen Livestream, wo sie auch sehen, was in der Halle abläuft. Und Scheiße, die Zeittafel auch noch. Dazu haben wir auch noch eine aktuelle Zeittafel, wo die Ritter sehen, die aktuelle Rangliste. Wir vom Sunday Cup legen Wert darauf, dass es möglichst komfortabel ist für die Ross und Ritter bei uns. Darum ist die Halle und es ist zeitmäßig. Wir vom Sunday Cup legen Wert darauf, dass es möglichst komfortabel ist für die Ross und Ritter, wenn sie bei uns sind. Darum befindet sich die Abrithalle gerade direkt neben der Halle und es ist eine Zeitmäßigstafel, ein Livestream und eine momentane Rangliste für die Ritter einsehbar. Ich glaube, den Take haben wir kein einziges Mal flüssig angebracht. Gut. Wir vom Sunday Cup legen Wert darauf, dass es komfortabel ist für die Ross und die Ritter. Darum befindet sich der Abritplatz gerade direkt neben der Halle und er ist schon überdacht. Wir haben hier eine Zeittafel, wo die Ritter immer sehen, wer gerade in der Halle, welche Nummer gerade in der Halle ist. No! Oh gut. Wir vom Sunday Cup legen Wert darauf, dass es komfortabel ist für die Ritter und natürlich auch für die Ross. Darum befindet sich der Abritplatz, der überdacht ist, gerade direkt neben der Halle. Außerdem haben wir eine Zeitmäßigstafel auch auf dem Abritplatz, dass jeder Ritter sieht, welcher Ritter gerade in der Halle ist. Das ist gut! Vom Sunday Cup. Oh gut. Wir vom Sunday Cup legen Wert darauf, dass es komfortabel ist für die Ritter und natürlich auch für die Ross. Darum befindet sich der Abritplatz, der überdacht ist, gerade direkt neben der Halle. That's it! Außerdem haben wir eine Zeitmäßigstafel auch auf dem Abritplatz, dass jeder Ritter sieht, welcher Ritter gerade in der Halle ist. Des Weiteren. Nein, nicht des Weiteren. Das tönt nach Aufsatz. Außerdem haben wir auch einen Livestream, wo die Ritter auch immer sehen können, was gerade in der Halle abgeht. Und, Gut, aber der erste Teil ist gut. Der erste Teil ist gut. Ich hätte nicht gedacht, dass wir den bekommen. gerade direkt neben der Halle und er ist schon überdacht. Wir haben hier eine Zeittafel, wo die Ritter immer sehen, wer gerade in der Halle, welche Nummer gerade in der Halle ist. Ah. Wir vom Sunday Cup legen Wert. Das ist auch eine Zeittafel die auf dem Abritplatz zu finden und eine Zeitbar. Darum ist die Abrithalle. Außerdem ist ein Livestream. Haben wir es einmal Komfortabel geschafft? ist bei uns. Ritter und Ross möglichst komfortabel ist bei uns. Die Ritter immer anschauen können und einen Livestream.
kurze Weg. Außerdem haben wir eine aktuelle Rangliste, die die Ritter immer anschauen können und einen Livestream, wo es auch sehen, was in der Halle abläuft. Das können wir zusammenhängen. Und Scheiße, die Zeittafel auch noch. Ah, Ruhe brauchen wir nicht. Welcher Ritter gerade in der Halle ist. Ist gerade direkt neben der Halle. Außerdem haben wir eine Zeitmessungstafel auch auf dem Abrittplatz, dass jeder Ritter sieht, welcher Ritter gerade in der Halle ist. Außerdem haben wir eine aktuelle Rangliste. Der Abrittplatz, der überdacht ist, gerade direkt neben der Halle. Außerdem haben wir eine Zeitmessungstafel auch auf dem Abrittplatz, dass jeder Ritter sieht, welcher Ritter gerade in der Halle ist. Außerdem haben wir eine aktuelle Rangliste, die die Ritter immer anschauen können und einen Livestream, wo es auch sehen, was in der Halle abläuft. Außerdem haben wir der Halle. Außerdem haben wir eine Zeitmessungstafel auch auf dem Abrittplatz, das die Rangliste, wo die Ritter haben wir eine aktuelle Rangliste, wo die Ritter Zeitmessungstafel auch auf dem Abrittplatz. Die Rangliste, wo die Ritter immer anschauen können und einen Livestream sieht, welcher Ritter gerade in der Halle ist. Und einen Livestream, wo es auch sehen, was in der Halle abläuft. Yeah. Außerdem haben wir eine Außerdem haben wir eine aktuelle Rangliste, wo die Ritter immer anschauen können und einen Livestream, wo es auch sehen, was in der Halle abläuft. Sehr gut, sehr gut. Konzentration für die 18 aus Freider, Romy Herzi und Dann aus Essen geniessen. Oh, das ist ein guter Wort. In unserer geheizten Festwirtschaft können Zuschauer nicht nur den Sport, sondern auch das Essen geniessen. Ah, nur immer sehr kurze Takes. In unserer geheizten Festwirtschaft können Zuschauer nicht nur den Sport, sondern auch das Essen geniessen. Warte, habe ich den Fokus überhaupt auf dir? Nein, habe ich nicht. Halleluja. In der Festwirtschaft können Zuschauer nicht nur den Sport, sondern Ja, das haben wir noch müssen machen. Meine Schuld. Oder nicht? Warte. in der Festwirtschaft können Zuschauer nicht In unserer geheizten Festwirtschaft können Zuschauer nicht nur den Sport, sondern auch das Essen geniessen. In unserer geheizten Festwirtschaft können Zuschauer nicht nur den Sport, sondern auch das Essen geniessen. Ah, wo schaut sie dann? Bin ich auf ihr? Ja, bin schon auf ihr mit dem. Das will man den. Das will man sicher irgendwie faken. In unserer geheizten Festwirtschaft können Zuschauer nicht nur den Sport, sondern auch das Essen geniessen. Mann, es wird eine gute Take, aber im Hintergrund schreit einer dass er eine Kamera will. Und auch das Essen geniessen. Sie ist voll gepisst von dem Typ, der hinten rumschreit. Das haben wir smoother vorgestellt, wenn ich ehrlich bin, aber denen haben wir das Problem, dass ich eine Kamera habe. Ja. Ja, jetzt hättest du das sagen. Ach Gott. Mit Laiendarstellerschaft immer sehr schön. Malparcours, jetzt ist es aufgegangen. Eine super Stechrunde verwünscht. Nicht mit dem letzten Risiko, aber es hat sich gelohnt heute oben. Sehr gut, dann kann man
aus, ganz ehrlich. Es sieht nicht sexy aus. Und da haben wir jetzt versucht, irgendwelche Leute zu finden und die Leute wollen alle nicht. Oh shit! Ups. So, dann machen wir jetzt mal eine neue neue Sequenz mit allen schönen Bildern. Und das fängt dann da an. Okay. Also sicher der. Die Kurve ist schön gewesen, ja. Etwa bis da. Das gibt dann sicher mal neue. Und jetzt gehen wir einfach alle durch, die wir markiert haben, und die zusammenfügen. Dann können wir nachher daraus etwas bauen. Dann haben wir sicher noch andere gute. Ja, das könnte man vielleicht benutzen. Eventuell. Obwohl ich die nicht benutzen, weil die sind eher aus der Hand gefilmt. Die aus der Hand machen, ich habe nicht gesagt, aber ich kann es auf jeden Fall mal. So, nächstes Mal markiert haben, sagen wir einfach mal den. Was haben wir da markiert? Haben wir nicht markiert? Ja, den gibt es da nicht. Oh, der in Zeitlupe, das wird. Ja, da muss ich halt. Es ist so ein schlimmes Licht gewesen. Das sieht schon so weit aus. Jetzt meine blöde Kamera nicht würde bewegen. So. Oh, das ist alles schlecht. Ja, passt. Ja, haben wir mal, was man braucht. Das ist halt alles aus der Hand. Aus der Hand ist wirklich nicht geil. Geil, Mann, die Kocherfilme. Beste. Mein Gott, das ist Abreibplatz, das machen wir später unbraucht. Und wieder mal, so ein Beispiel von dem Licht drinnen, perfekte weißer Licht, da vorne völlig verschissen grün. Ach Gott. Ah ja, das ist mit Endcard. Oh, ich habe mein Stativ hoch. Ja. Nein, ich habe gezoomt. Ah, Idiot. Hey, Christoph! Hi! Das ist eigentlich schlecht. Ja, wir nehmen jetzt mal rein. Wir können es nicht mehr rausschmeißen, wenn wir es nicht brauchen. Oh, das ist ein sehr schöner. Den können wir reinnehmen. Ja, auf jeden Fall. Den haben wir. Ja, dann müssen wir schauen, ob wir das machen von da oben. Ja, das wird theoretisch einer. Den haben wir. Wo geht's weiter?
Ah, den habe ich verkackt. Der wäre viel schöner, wenn ich das richtig schön, wenn da oben das Bild fertig wäre. Ja, da schneidet er oben den Kopf ab, kann ich also nicht brauchen. Aber es ist eine extrem gute Schwenkübung, das ist es. Und dann, ich glaube, der Fokus... Ah nein, da reißt das aber, das nehmen wir nicht rein. Das ist ja immer so mies, wenn du... Da hast irgendwie so 2 Läufe, wo du so einen Sprung, wo du filmen willst, verkackst, oder? Und dann schaffst du, dass alles perfekt ist, alles ist im Frame, alles ist gut. Wirklich der Traumshot. Und dann reißt er einen Barren ab und du weißt einfach, okay, den kann ich nicht benutzen. So, da können wir sicher, oder? Nein. Dabei ist dabei. Nein, schneid den Kopf ab, schneid den Kopf ab. Das ist zu weit weg. Ist nicht scharf. Zu weit weg. Ah, es ist ja wieder, die nicht scharf ist. Ja, genau. Dann habe ich nur einmal gemacht. Oh ja, das ist cool. So wieder. Ich habe noch irgendwo einen. Doch, ich glaube, der wäre es, den wir würde ich nehmen. Das ist noch echt cool. So geht die eigentlich wieder Leute vorbei. Ja, ja. Ja, das haben wir auch wieder. Irgendwo weit weg. Ah, da. Der haben wir nicht. Ah, das ist den. Ist jetzt so scharf. Nicht wirklich, oder? Ah, das ist so schwierig. Nein, Mann, das schärft die Leute da hinten. Gut, Abbrechplatz mit Gaffler Hammer, Livestream Hammer. Livestream haben wir genommen. Und noch einmal. Ah, sehr schön. So. Ja. Es sind Stangen! Es sind Stangen! Oh Mann! Es sind Stangen. Zum Glück redet andere vor der Kamera, auch nicht ich. Oh, das ist nicht mal so schlimm. Ist sie da noch im Bild? Ah. Nein, jetzt mal. Oh. Yes. Yes. Oh, gerade 2. Ja. Ich habe sicher noch reinzoomen. Geschwindigkeit verlangsamen. Ich finde das gut. Indem wir irgendwann die ganzen Farben anpassen. Ah, Hinterteil abgeschnitten. Man muss so fit sein mit Schwenken, man darf keine Sekunde schlafen, es ist einfach Sport. Das ist scharf. Nein. Ich und Schärfe ziehen, wir werden nie Freunde. Mann, das wäre so ein cooles Bild. Aber wenn einfach Leute die vorbeilaufen und der ganze Boden wackelt, kannst du nichts machen. Auch da.
Ich habe es nicht mehr gemerkt. Ups, aus den Zuschauerrängen kann ich gar nicht filmen, aber sobald Leute rumlaufen, dann vibriert der ganze Boden. Ja, das ist schön. Aber das Highlight ist glaube ich immer noch ruhig. Bäh. Ja. Aber näher haben wir den doch nicht getraut. Plötzlich machen sie so einen schlechten Rang, weil ein Kamera weit weg steht. Das will ja keiner. Ja. Sehr schön. Oh. Hey, er ist scharf. Hey, ich habe mal die Schärfe getroffen. Oh, gibt's ja nicht. Oh. Ah, fuck. Schnell weg. Ja, Marina, wir schmeißen ihn später raus. Stange. Oh. Abgeschnittener Kopf, nicht gut. Nice. Mhm. Ja doch, das nehmen wir auf jeden Fall rein. Und die Dreier Kombination, die ist sehr cool. Oh, da kommt der nächste. Den da durchs Glas, alles im Grünton. Aber hey, wir haben die Gastronomie. Vielleicht wenn ich Transition brauche. Oh, das ist viel besser. Gerade das jetzt. Ups, falsch. Also ich sehe schon, also wir haben mehr als genug Material. Oh, das ist cool, das ist ein cooler. Ich hoffe, den kann ich benutzen. Ah, sie geht zu früh, aber. Das wird für den Schluss. Oh nein. Weißt du, es ist einfach so. Die ganze Zeit wünschte ich mir, ich hätte eine größere Brennweite und dann kommt der eine goldige Shot und ich wünschte, ich hätte eine kleinere. Ah, Kopf weg. Geh nochmal zum Thomas. Mit der Arsch. Also, egal. Und was braucht alles, um das. Ich
danke an dieser Stelle. Hä? Haben wir das nicht irgendwo drin? Mit der also egal. Thomas, was macht denn der Sunday Cup aus? Die Grundidee vom Sunday Cup ist, der Ritter zum Saisonabschluss nochmal eine sportliche Herausforderung zu bieten. Wir haben eine breite Ausschreibung von BA95, Ja, wo ist denn? wo das Ganze mit grosszügigen Beiträgen erst Aktiv anstellen. Mit der also egal. Thomas, was macht denn der Sunday Cup aus? Die Grundidee vom Sunday Cup ist, der Ritter zum Saisonabschluss nochmal eine sportliche Herausforderung zu bieten. Wir haben eine breite Ausschreibung von BA95 bis 1,40 Meter, wo wir am Anfänger wie auch am Profi-Ritter viele Prüfungen geben auf eine gute Infrastruktur, um sich da, wie gesagt, zum Jahresabschluss nochmal zu messen. Und was braucht es alles, zum da Da, wie gesagt, zum Jahresabschluss nochmal zu messen. Und was braucht es alles, zum da Event auf die Beine zu stellen? Es braucht doch ein gutes Team mit einem OK, Cut. Mit einem Okra. der engagiert ist. Wir haben Okay, wo engagiert ist. Das ist noch die wichtige Aussage. mit einem OK. What? Okay, Google. Repeat that. Ah. Wie gesagt, zum Jahresabschluss nochmal zu messen. Und was braucht es alles, zum da Event auf die Beine zu stellen? Es braucht doch ein gutes Team mit einem OK, der engagiert ist. Wir haben Simon Bernegger, der für die Gastronomie zuständig ist, der Urs Furi für die Infrastruktur und den Super, Parkour dass du das und sagst. Josi Buch für das Sekretariat. Und dann haben wir natürlich rund 100 Helfer im Einsatz. Und dann haben wir natürlich rund 100 Helfer. Und dann haben wir natürlich rund 100. Und dann haben wir natürlich engagiert ist. Dann haben wir natürlich rund 100 Helfer im Einsatz, die vom Morgen früh bis am Abend Sport bei Wind und Wetter hier den Betrieb am Laufen behalten. Und natürlich Sponsoren, die das Ganze mit grosszügigen Beiträgen erstmal möglich machen. Und last but not least natürlich auch die Infrastruktur machen. Und last but not least natürlich auch die Infrastruktur, die muss stimmen mit überdachtem Arbeitsplatz, einer guten Halle, guten Böden und genug Parkplatzkapazität. Ja, 95. Mit der also egal. Thomas, was macht denn der Sunday Cup aus? Die Grundidee vom Sunday Cup ist, der Ritter zum Saisonabschluss nochmal eine sportliche Herausforderung zu bieten. Wir haben eine breite Ausschreibung von BA95 bis 1,40 Meter. Dann haben wir das. Jetzt geben wir am Thomas 45 Sekunden zum Reden. Das ist fast die Hälfte vom Video, aber das ist gut. Beziehungsweise muss ich nachher noch allen Beteiligten danken. Ich danke an dieser Stelle allen Helfern. Die Beiträge erstmal möglich machen. Ich danke an dieser Stelle allen Helfern, Sponsoren und Partnern, insbesondere der Brit. Nein. Ich danke an dieser Stelle allen Helfern, Sponsoren und Partnern, wie im Speziellen am Riedverein Oberried und der Hallengenossenschaft Birkenau für die super Infrastruktur. Jetzt haben wir die Infrastruktur drin und wir haben nur die Hälfte von der Zeit gebraucht. So muss das. Und da brauchen wir Hallo, ich bin ein Schnittbild und da brauchen wir Hallo, ich bin ein Schnittbild. Ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Ja, kommt schon gut. Manchmal habe ich echt das Gefühl, ich cutte noch Scheissdreck. Manchmal habe ich echt das Gefühl, ich kann es nicht.
Aber nachher, wenn die Leute, die es in Auftrag geben, sagen, es ist mega geil, dann habe ich doch wieder das Gefühl, ja, vielleicht bin ich doch nicht so scheiße. Aber wenn ich das jetzt anschaue, denke ich einfach nur so... Das hätte ich viel besser machen können, aber ich wüsste auch nicht wie. Aber es geht immer noch besser irgendwie. Ich meine auch, das ist auch so bei diesen Pontresina-Videos. Ich will nicht drüber reden, aber die Leute finden es irgendwie gut. Ach man. Und das ist nice. So, wie können wir den abslowen? Einfach mal zum Testen. Nein, nein, nein. Nein, kein neuer Titel. Geschwindigkeit. Können wir den mal 50% setzen? Oh, das sieht schon nice aus. Und wie ist, können wir den weiter absetzen? Zum Beispiel so 20%. Und was passiert, wenn man sagt, wie man Frame Blending macht und das mal rendert? Oh, ups. Nein, das machen wir nicht. Das tun wir uns nicht an, oder? Nein. Den machen wir eher mal einen Testlauf mit Optical Flow. Einfach mal zum Schauen, wie gut es funktioniert. Hey, fällt fast. Ja! Ah, dort ein Fuß. Wie sieht man es? Mist. Mist. Genau, noch wieder nur 34 Stunden. Holy shit. Machen wir nicht. Machen wir nicht. 58. Und Frame Sampling. Ja, ist auch schön. Ja, nice. Also, den wird das definitiv langsam. Ui. Cool. Auch da, also da müssen wir noch ein bisschen basteln mit Helligkeit, weil ich kann kein Licht dabei haben. Ich fühle mich schuldig. Ich hätte sollen ein Licht mitnehmen. Aber das ist so, wenn du als One-Man-Band unterwegs bist, einfach nur du, deinen Rucksack und deine Kamera in der Hand, plus vielleicht noch Stativ auf dem Rücken. Du hast keine Zeit zum... Ich zeig's euch mal rasch, es geht nicht. So. Also, wenn ich unterwegs bin mit Rucksack, aua, Stativ, irgendwie auf dem Rücken, plus Rig. Wenn ich mit dem unterwegs bin, allein, habe ich einfach keine Zeit, zum dazu noch ein LED-Panel mitzutragen, das etwa 2 Kilo ist. Und, um das überhaupt einsetzen, noch ein Stativ plus
noch irgendwie so 2 Akkus. Es geht irgendwie voll nicht auf. Aber ich noch so ein Bild gesehen. Moment. Ich noch so ein Bild gesehen. Also da, so der Bereich. Dann regt es mich so auf, dass ich kein Licht dabei haben. Aber wenn du nachher wieder überlegst, es wäre gar nicht gegangen. Es wäre nicht gegangen. Ich hätte einen Assi dabei haben. Und dann wäre es einfach zu kompliziert worden. Übrigens, ja, Mann, es ist Dezember, es ist 1. Advent. Mann, wo sind eure ugly Christmas Weather? So, und jetzt, wenn ich über fehlendes Licht geraged habe, fühle ich mich auch ein bisschen besser, wenn ich mit dem Material weiter editiere. Minimal. Ja, man kann schon noch was rausholen mit ein bisschen maskieren und aufhellen und so, aber es regt mich gleich auf. Weil. Ich meine, wir haben das Beste aus der Situation gemacht. Aber einfach. Die Schatten da. Hätte man jetzt aufhellen, aber das Problem ist. Glaubt mir, das da ist das Beste gewesen, was du aus der Situation rausgeholt hast, weil ich habe noch andere Takes. Da siehst du die Augen nicht mehr. Das siehst du vor allem auch da. Wo haben wir es? Da haben wir irgendwo einen sehr ungünstigen. Ich glaube, die habe ich alle nicht. Nein, ich glaube, wenn sie ungünstig sind, habe ich sie alle gar nicht erst aufgenommen. Das ist auch. Ich meine, ja. Man sieht es, oder? Da ist ein Schatten. Aber das ist eigentlich schon nichts mehr im Vergleich zu dem, wo wir angefangen haben. Also irgendwo im Rohmaterial habe ich noch einen, ich weiß es. Mit dem Helm. Irgendwo haben wir noch was mit dem Helm. Ist das bei der Siegerehrung? Nein, das ist einigermaßen gut. Ja. Einfach so richtig schöne Lichtdusche oben. Ah, da. Ja, genau. Und schaut euch das an. Alle Leute haben einfach. Sieht man es. Die haben einfach alle halt schwarze Augen, weil das Licht kommt halt von gerade oben runter. Und da wirft halt ihre Augen. Also eigentlich so wie bei mir, wenn ich jetzt in die Kamera schaue. Eigentlich so wie da, weil bei mir kommt das Licht von oben und keins von unten, dann habe ich da so voll die schwarzen Augen. Ja, ja. Gut. Naja. Ja gut, jetzt der nächste Schritt wäre eigentlich Musik suchen und mal nach dem Logo fragen. Ja, das mache ich dann aber off-cam. Vermutlich morgen. Oder am Dienstag. Dienstag nehme ich frei. Die Chefin weiss noch nichts davon, aber Dienstag nehme ich frei. Weil ich bin morgen, den ganzen Nachmittag bin ich in Lausanne am Bahnhof zu finden. Also wenn irgendjemand von euch per Zufall mal am Nachmittag zu Lausanne ist, dann bin ich. Und ich bin bis am Abend um 8 Uhr. Und nach dem Abend um 8 Uhr muss ich dann irgendwie noch heim. Dann wird das irgendwie, bis ich die heim bin, irgendwie 11:30, 12 Uhr. Darum nehme ich am nächsten Tag einfach frei. Ich sehe schon mal so, hey Chefin, ich will gerne frei nehmen. Nein, das geht nicht. Fuck. Ich sehe es schon kommen. Es wird genau so enden. Dann komme ich am 12 Uhr in der Nacht heim und muss am nächsten Morgen um 5 Uhr wieder los, damit ich rechtzeitig im Büro bin. Ich sehe es schon kommen. Ja gut. Easy. Dem wäre es eigentlich mal für den Moment. Das ist alles, was wir jetzt mal editiert haben. Alles mal auf eine Timeline gebracht, so ein bisschen stückchenweise. Jetzt suche ich noch Musik, um so ein bisschen wie sagt man dem, so ein bisschen den Event-Vibe reinzubringen, so ein bisschen die guten Bilder zum Normalen mit Musik. Und dann muss ich irgendwie das Ding bauen, weil die Story hätte funktioniert, aber
Hätte nicht wollen. Ja. Easy. Gut, merci fürs Zuschauen. Man sieht sich. Andermal. Peace. Und wartet jetzt noch auf die Random Reaction. Ja, die war eigentlich ganz gut gewesen. Also, bye.